Grüß euch und Servus, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Part 2 von Kochen mit der Schweinebraten. Heute machen wir die Semiknödeln. Ähm, ja, was brauchen wir für Semiknödel? Natürlich brauchen wir Semmeln von gestern, vorgestern, Eier, auch frisch vom Bauern, Zwiebeln, Speck, nicht frisch vom Bauern, Muskatnuss, Salz, Pfeffer und Milch. Da haben wir Milch. Als erstes werden wir, weil ich so gern mache, Zwiebeln schneiden. Das, was da so nebenbei pfeift, das ist das Blaukraut. Zwiebeln sind fein gewürfelt. Als nächstes kommt der Speck und die Zwiebeln in die Pfanne und dann wird es erst einmal anbraten. Wenn das Fett warm ist, Speck rein. Und die Zwiebeln rein. Und dann alles gut anbraten. Also wir haben keine Restzwiebeln, sondern glasige Zwiebeln, aber der Speck darf schon ein bisschen, also es darf ordentlich Hitze abkriegen, sagen wir es so. Wenn das Ganze dann fertig gebraten ist oder angebraten ist, dann kommt es in der Schüssel. Wir kommen nämlich jetzt zum Punkt Semmeln rein. Entweder mit einer Käsereibe, dann die flache Seite mit den großen Scheiben. Finde ich aber scheiße, geht nämlich schwer. Man kann auch so einen Reibehobel nehmen, auch hier. Halt, ihr werdet halt nicht fertig und macht eigentlich eher Semmelbrezel. Darum benutze ich, wie fast immer, ein Messer. Oder ein Näht. Ich zeige euch was. Wenn wir das alles klar geschnitten haben, Speck und Zwiebeln drüber. Dann kommt dazu in die Schüssel 2 Eier, Pfeffer, Salz,
Muskatnuss bei uns im meistens frisch, hat einer runtergefallen. Milch. Übertreibt es nicht mit der Milch, schützt lieber noch mal was hinterher. Ihr werdet merken, das schaut jetzt gerade alles noch furztrocken aus, wird aber relativ schnell echt batzlig. Und ein Bittersäure. Und dann wird vermengt. Ich rühre das jetzt schon mal ein bisschen umeinander. Ist aber so, dass sie die Semmeln noch voll sein müssen. Die sind ja hart. Also harte Semmeln schlecht zu Teig machen. Deswegen ein bisschen umeinander wursteln, schauen, wie sich das weich macht, wie es wird. Ist ein bisschen Gefühlssache und immer wieder Nachschausache. Bei mir fehlt nur Milch. Man kann aber ganz schnell zu viel Milch drin haben. Das heißt, immer vorsichtig sein und immer wieder nachschütten und dann wieder ein bisschen dran rumdrücken, bis man eine einigermaßen teigige Konsistenz hat. Ungefähr so soll es dann überall ausschauen. Seht, da sind noch Breckerl dran. Ist überhaupt nicht schlimm. Das wird jetzt abdeckt und dann wird es für ein paar Minuten, 20 Minuten ungefähr, draußen bei mir auf dem Balkon gestellt. Da ist schön kühl. Da kann er sich dann noch mal ein bisschen eingrillen. So, der Knödelteig war jetzt lange nur kalt gestanden. Ist auf schöne Konsistenz geworden. Jetzt kann man der wir jetzt die Knödel formen und dann der wir ins Wasser. Und dann kochen wir die. Aber ich koche die nicht mehr. Ich habe mir nämlich, einen Topf, einen ganz normalen Topf, da ist jetzt Wasser drin und auf diesen Topf kommt dieser Topf und der hat Löcher. Das heißt, ich dampfe die Knödel. Ist ein bisschen eine Sauerei, aber ich weiß nicht, was immer so, ich habe halt das Zeug. Das heißt, ich fette mir jetzt noch schnell meinen Topf hier ein, damit die Knödel nicht zum Schluss drum Bippen bleiben. Bippen. So. Einmal sauber eingefett. Schaut dann so aus. Kennt jeder, der schon mal eine Backform eingefett hat. Ja, dann fetten wir gleich den Zwischendeckel, den ich noch habe. Damit mehr Knödel eingängen. Auch noch mit eine. So, da. So. Und dann werden wir Knödel formen. Wie groß ihr eure Knödel haben müsst, wollt, ist gänzlich euch überlassen. Ich habe immer gern so doppelte Handvoll Knödelteig, dann zwicke ich danach was weg. Das ist immer so mein Maß. Und dann habe ich richtig schöne große Knödel. Und die packe ich dann einfach da rein. In meinen Topf. So, da kommt jetzt eine Schüssel drauf. Alles vom selben Hersteller, das passt also perfekt da drauf. Ist auch genau dafür gedacht. Und dann wird es auf den Herd gestellt.
mittlerer Stufe lassen wir es jetzt so lange kochen, bis wenn wir reinpieken, der ganz allein wieder von der Gabel runterrutscht. Weil dann ist er fertig. So, und der war gleich mal nach den Knödel schauen. Der Topf wird nämlich heiß. So schaut der Knödel aus. Und dann einfach mit der Gabel reinstechen und schauen, wie die Konsistenz ist. Seht ihr, wie er rutscht? Runtergefallen. Die Knödel sind dann fertig. So, Knödel sind fertig, bloß noch mit auf dem Teller und dann haben wir fast schon die komplette Mahlzeit beisammen. Ich hoffe, euch hat auch der Part 2 gefallen. Wie macht man den Semmelknödel dazu? Der Semmelknödel ist eine einfache Geschichte, schmeckt unheimlich gut und ich hoffe, dass er euch genauso gut schmeckt wie mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es das nächste Mal dann direkt um das Schweiners geht. Das wäre dann der Part 3 zum Schweinebraten. Und derweil heißt es für mich bloß zum sagen, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es habt bloß eins. Führt euch, euer der Veit, Alter. Hey, ich